Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind zurück in F1 2015 und wir kommen jetzt zum Blitzqualifying in China. Und ja, letztes Mal hatten wir ja ein kleines Problem oder einen kleinen Zwischenfall mit Lewis Hamilton. Der hat da uns ein bisschen ausgenockt oder rausgeworfen und ich glaube, ja, die KI-Schwierigkeit hatten wir auf schwer also vorletztes Mal. Da ist mir auf Mittel wieder zurückgesprungen, weil ich einmal online gespielt habe. Also heißt, das letzte Mal war es sowieso zu einfach eingestellt, dachte mir auch sowieso, wieso, dass ich die Pole habe so schnell und so einfach, weil ich hatte ja noch einen Grundfahrfehler drin. Aber egal. Jedenfalls, wir hatten letztes Mal einen kleinen Zwischenfall mit Wir Lewis begrüßen Hamilton. unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Ferrari und McLaren konnten hier in Shanghai schon eine Reihe von Erfolgen feiern. Ferrari hat 4-mal, McLaren 3-mal gewonnen. Ein ziemlich guter Schnitt, wenn man bedenkt, dass das erste Rennen hier in China erst 2004 stattfand. Basierend auf dieser Statistik nehme ich an, dass sich Alonso und Hamilton hier wieder gut schlagen werden. Ich glaube, sie haben gute Chancen auf einen Platz auf dem Podest. So, ja, also wie gesagt, Zwischenfall mit Hamilton war ein Rennen zu vergessen. Wir hatten da keine Punkte geholt. Wir müssen jetzt in diesem Rennen unbedingt Punkte holen, weil sonst sieht es langsam nicht mehr so gut aus mit der WM-Wertung. Und ja, wir nehmen natürlich die weichere Mischung und gehen gleich los auf die Strecke. Oh, da ist eine Bodenwelle. Okay, also ich bin schon ein paar Mal auf China gefahren, aber muss mich da natürlich auch wieder zuerst ein bisschen einfahren. Oh, Alter, da geht mir der Karren um das Eck herum. Da habe ich zu früh gebremst. Der Vorteil ist ja, in solchen schnellen Kurven ist die KI immer ein bisschen langsamer. Da kann ich immer ein bisschen aufholen. Oh nein, war ich jetzt zu schnell. Ah shit. Das war jetzt natürlich nicht gerade eine Glanzleistung. Oh. Dafür war diese Kurve gar nicht mal so übel. Oh fuck, nein. Oh, das hätte jetzt noch eine... Was? Es stand die ganze Zeit, ich wäre 9. oder 7. oder so und jetzt... Hä? Es steht aber jetzt, es stand für eine kurze Zeit 22. Was habe ich jetzt für eine Platzierung? 7. Okay, gut. Noch vor dem Teamkollegen, vor Kimi Räikkönen, hatten wir doch noch mal Glück. Ja, gut, aber das ist wie fast 2 Sekunden langsamer als die Mercedes-Jungs. Vettel erstaunlich schnell in seinem Red Bull. Ja, dann gehen wir doch mal einfach weiter zum Rennen.